Hier sind wir jetzt in Leipzig und befinden uns auf den Spuren von krimtatarischen Kulturartefakten in Archiven und Museen. Spuren der Zeit. Entdecken Sie einzigartige Mosaiksteine zur Geschichte der Krimtataren. Es erwarten Sie erstaunliche Entdeckungen eines neuen Forschungsprojektes und ein Hauch jahrhundertealten Erbes. Bleiben Sie bei uns. Bleiben Sie dran. Krimtatarischen Reiter. Leipzig hatte bereits im Mittelalter eine immense Bedeutung als Stadt des Handels und der Wissenschaft mit Beziehungen bis weit in den Orient hinein. Und dies ist bis heute so geblieben. Sowohl die Leipziger Buchmesse, die Universitäten, Bibliotheken und Archive, als auch die Wirtschaft und die Kunst spiegeln die Bedeutung dieser Millionenstadt in Mitteldeutschland wider. Hier sind wir jetzt an der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und hier drin erwartet uns der Kollege Ahl vom Deutschen Musikarchiv. Thorsten Ahl ist Tonmeister hier im Deutschen Musikarchiv, der Hauptsammelinstitution für Musikmedien an der Deutschen Nationalbibliothek, Standort Leipzig. Er ist zuständig für die Inventarisierung, Sammlung und Konservierung historischer Tonträger, wie zum Beispiel Schellackplatten und Wachswalzen, sowie deren Digitalisierung. Im Rahmen seines Digitalisierungsprojektes wird die Langzeitarchivierung der mehr als 160.000 historischen Tonträger in Leipzig umgesetzt. Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir sind hier im Tonstudio vom Deutschen Musikarchiv aus der Deutschen Nationalbibliothek und wir können jetzt unsere Platte anhören und wir haben das also schon bestellt. Wir haben also auch schon die Möglichkeit, das einzuspielen und die Platte ist da, Plattenspieler funktioniert. Wunderbar. Dann kann es losgehen. Ja, denn wir sind hier im kollektiven Gedächtnis Deutschlands, was Musik und Literatur angeht. Jeder, der in Deutschland etwas herausgibt, muss 2 Exemplare abliefern nach Frankfurt und Leipzig. Wir sind hier in Leipzig. Und wenn etwas herauskommt, muss es hier abgeliefert werden. Aber nicht nur deutschsprachige Dinge, Schallplatten, Tonträger, Bücher werden hier verwahrt, sondern natürlich auch Dinge in anderen Sprachen, die in Deutschland produziert wurden, wie eben eine alte krimtatarische Platte, die wir dann hier gefunden haben, bestellt haben. Und Herr Ahl hat es möglich gemacht, dass wir die heute live mal hören können und digitalisieren. Das Studio des Deutschen Musikarchivs ist erstklassig ausgestattet mit jeder Menge Technik. Alte Originaltechnik natürlich, um diese raren, empfindlichen Tonträger abspielen zu können. Aber auch Wandler. Mit diesen Wandlern können die Aufnahmen von der elektrischen in die digitale Ebene umgewandelt werden, damit sie international digital auch austauschbar sind. So kann zum Beispiel diese krimtatarische Kunst von hier in einem kleinen Datenpaket richtig auf die Reise gehen. Weltweit. Toll! Und so wie ich es dann verstehe, ist es ja für internationale Nutzung ist das dann wichtig, weil wenn durch Kriege, durch Konflikte etwas zerstört wird, ist es hier digital vorrätig für die ganze Welt. Ja? Deswegen gibt es auch dieses Gesetz, dass in Deutschland jeweils 2 Bücher, 2 CDs abgegeben werden, weil man, wenn nochmal ein Krieg ausbricht, hätte man immer 2 nationale Gedächtnisse, einen in Leipzig, eins in Frankfurt. Ja, also es hat auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, dass wir heute hier sitzen und diese krimtatarische Platte hier haben.
Andersrum, wenn jetzt im Osten Europas wieder Krieg ist und dort Kulturgutverluste drohen, hier wird es digitalisiert und gesichert. Top. Ja, wir haben die Platte von meinem Kollegen bekommen, da gibt es Leihscheine. Wir haben die Nachricht, dass wir einen Sekundärdatensatz haben, das heißt, die Digitalisierung ist vorbereitet. Alles auch mit meinen Zetteln, wo man das nachlesen kann. Und dann haben wir auch von einem Kollegen, der hier immer diese roten Punkte drauf macht. Das heißt, das ist alles begutachtet. Okay. Polydor ist eine Grammophonplatte, also quasi Tochtergesellschaft, und ist im Nachkrieg eine große, auch für die Unterhaltungsmusik großes Label gewesen. Wir können das auf 43, 44 ungefähr, 1943, 44 ungefähr eingrenzen, aber wissen das natürlich nicht ganz genau. Auf den Platten steht es nicht drauf. Also wir müssen sehen und anhand der, man kann natürlich anhand der Farben das noch ein bisschen genauer, aber es ist nicht so einfach. Es ist ja noch Krieg und man hat mit wenig Material trotzdem Platten hergestellt. Da ist es. Sieht nicht so toll aus. Es würde sicherlich... Sieht toll aus. Ja. Gut. Laut dem krimtatarischen Musikforscher Refat Izetov gehört die Stimme auf dieser Schallplatte dem hervorragenden krimtatarischen Geiger Abbas Medjid, der vor dem Krieg im Rundfunkkomitee arbeitete und mehrfach Schallplatten aufnahm. Refat Izetov stützt sich unter anderem auf die deutsche Nationaldiskografie, herausgegeben vom Musikologen Dr. Rainer Lotz. Demnach wurden die Plattenaufnahmen mit den krimtatarischen Musikern am 3. April 1944 in Berlin durchgeführt. Izetov vermutet, dass Künstler des krimtatarischen Theaters und des Krim-Radiokomitees auf den Aufnahmen zu hören sind. Denn wir wissen, dass diese in den Jahren der deutschen Besatzung der Krim nach Rumänien evakuiert wurden, von wo aus sie womöglich nach Berlin gelangt sein könnten. Was genau mit den Musikern geschah nach diesen Aufnahmen, ist nicht bekannt. Das Lied an sich ist ein berühmtes Scherzlied aus Bachtschessarai und wurde erstmals mit Noten von Yahya Sherferdinov in dem Buch Yangrai Khaytarma im 1978 veröffentlicht. Wir haben keine anderen Aufnahmen aus der Zeit vor der Deportation von diesem Lied. Somit ist die Leipziger Schallplatte die älteste, früheste Aufnahme dieses Stückes krimtatarischer Musikgeschichte. Das Schicksal von Abbas Medjid dagegen ist uns leider nicht bekannt. Was wir wissen zu dieser Platte, es sind 2 krimtatarische Stücke, die auch heute noch viel gespielt werden. Beim Odermann ist das eine. Ja, das ist, hier steht auch Klarinetten-Solo mit Orchester. Und auf der anderen Seite ist es Asbarenda Bar. Und hier steht dann Chor mit Orchester, nicht Klarinette, weil das ist mit Gesang und das andere ist instrumental. Ja? So. Was hier nicht drauf steht, ist, wann es gemacht wurde, warum es gemacht wurde, von wem es aufgenommen wurde und wo es aufgenommen wurde. Das sind halt noch die Fragen, die vor uns stehen, die wir noch rauskriegen möchten, die wir noch erforschen möchten. Aber wir hören ein Ready von einem deutschen Techniker, der das quasi bereit gibt zur Aufnahme. Der sagt Ready und dann kann dieses Ensemble anfangen. Genau, ja. Und es gibt viele Archive mit Listen von ganz alten Schallplattenfirmen. Und da muss man dann anfangen mal zu schauen, auch anhand der Machart der Schellackplatten, auch anhand der Machart
der Labels, der Etiketten und der Farben und so weiter. Es gibt auch, also bei den etwas älteren Platten, wo die Techniker solche kleinen Kürzelchen auf den Platten hinterlassen, dass man weiß, es war jetzt Egon gewesen oder so. Ne? Hier war es leider kein Egon, hier steht gar nichts. Nichts, ja. Leider. Schade. Aber das ist noch eine kleine Forschungsarbeit, die vor uns liegt. Und da freuen wir uns drauf, ist was zu tun. Und was Spannendes. Und was Spannendes. Ja. So, wir haben es geschafft. Bitteschön. Wunderbar. Dankeschön. So, jetzt haben wir diese 80 Jahre alten krimtatarischen Stücke auf diesem Stick digitalisiert für die ganze Welt. Thorsten Ahl liegen hier im Deutschen Musikarchiv fast keine Informationen vor, welche krimtatarischen Musiker an diesen Aufnahmen mitwirkten und woher sie kamen. Jedoch gibt es von derselben Plattenfirma, ebenfalls aus diesem Zeitraum des Zweiten Weltkrieges, Aufnahmen mit anderen Vertretern von Turkvölkern. Etliche Nationalitäten wurden zum Beispiel aus Kriegsgefangenenlagern für Propagandaarbeiten rekrutiert. In diesem Falle also können es ehemalige krimtatarische Kriegsgefangene gewesen sein. Wir haben hier im Deutschen Musikarchiv ein originales, akustisches, mechanisches Grammophon, wo wir nichts Elektrisches haben, nur eine Nadel. Pure Mechanik. Pure Mechanik. Da geht es also wirklich nur um bewegte Luft. Das ist heute ja ganz selten. Ja. Und natürlich haben wir noch aus den Ende der 20er Jahren die richtige akustische Anpassung an den Raum. Also es klingt ganz anders als das Elektrische, was wir gerade gehört haben. Der Klang entfaltet sich dann erst im Raum. Das heißt, es ist im Endeffekt pure bewegte Luft. Das ist, schöner kann man sich das gar nicht vorstellen. Ohne einen kleinen Klecks Elektrizität. Keine nichts. bewegte Elektronen, also keine Elektronen und nichts. Es ist wirklich nur bewegte Luft. Nur ein wenig Kraft und Luft. Ein wenig Luft. Kraft und sozusagen. Und es ist als Toningenieur kann man da eigentlich nur noch genießen. Und deswegen, soll ich das mal probieren? Bitte. Das machen wir. Es ist ein unglaubliches Gefühl, dieses hier analog zu hören, den Klang auch noch zu fühlen, als wären wir bei den Aufnahmesessions dieser 80 Jahre alten Schellack-Platte mit dem krimtatarischen Ensemble dabei gewesen. Meine Vermutung ist eher die, dass hier krimtatarische Künstler aus den Reihen kriegsgefangener Rotarmisten mit Exilanten, eben auch aus der Dobrudscha, gemeinsam tätig waren. All diesen Mutmaßungen ein musikologisches Forschungsprojekt zu widmen, wäre eine wertvolle Aufgabe für junge Krimtatare. Im Deutschen Musikarchiv hier wurden Archivalien für uns vorbereitet, von denen selbst deutsche Turkologen bisher noch nichts wussten. Das sind zum Beispiel Großformat-Propagandaplakate in krimtatarischer Sprache. Ob sie je verwendet wurden und wenn, dann wo? Und wer hat daran mitgearbeitet und diese Dinge ins Krimtatarische übersetzt? Das müssen wir noch herausfinden. Hier sehen wir 3 Plakate
aus dem Zweiten Weltkrieg, Propaganda der Nazis, der Wehrmacht. Auf Krimtatarisch wird erklärt, wie der deutsche Arbeiter wohnt. Und es gibt auch Informationen, wie man die Krimtataren instrumentalisieren möchte. Für die okkupierten sogenannten Ostgebiete bereitete die deutsche Propaganda Plakate vor, auch Schallplatten und Zeitschriften, zum Beispiel auf Persisch, Arabisch, Georgisch, Russisch und eben auch auf Krimtatarisch. Einerseits sollte damit die Bevölkerung der besetzten Gebiete ideologisch beeinflusst werden. Andererseits sollten die nicht-deutschen Angehörigen der Wehrmacht und die Kriegsgefangenen in den vielen hundert Lagern instrumentalisiert werden, gegen den Bolschewismus zu kämpfen. Das ist für uns eine große Überraschung, dass das hier noch die Zeiten überdauert hat. Auch in der Krimtatarenforschung wussten wir es bis heute nicht. 81 Jahre altes Material. Wow. Tausend Dank Ihnen für die Arbeit und das Vorbereiten. Ja. Das waren tolle Fundsachen heute. Super, wir waren überrascht und auf jeden Fall sehr erfreut. Ich bin auch froh, dass wir das gefunden hatten. Das war irgendwie nicht so einfach. Das glaube ich auch. Und wir bewegen uns jetzt weiter in Leipzig und in Mitteldeutschland auf den Spuren krimtatarischer Kulturartefakte. Vielen Dank. Frohes Schaffen. Vielen Dank. Bis dann. Hier sind wir in Leipzig in Sachsen am größten Denkmal für eine der größten Schlachten, die hier stattgefunden haben. Das krimtatarische Kavallerregiment, das waren 4 Schwadronen zu je 396 Reitern, nahm auch an der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 teil. Sie kämpften an der Seite Preußens, Österreichs, Großbritanniens und Schwedens gegen Napoleon. Ein Offizier namens Yusuf, der Sohn des Mustafa, starb in der Völkerschlacht und wurde mit seinem Pferd in Kleinbeucher bei Leipzig begraben. Seine Namen und seine Stellung waren auf seinem Grabstein eingemeißelt. Hier bei der Völkerschlacht starben Dutzende tausend Menschen. Es war ein unglaubliches Gemetzel und die ganze Gegend hatte noch lange darunter zu leiden. Und natürlich betraf es nicht nur die Titularnation, sondern auch alle anderen Nationalitäten, die hier ihr Leben ließen. Vom 16. bis 19. Oktober 1813 war Leipzig Schauplatz der Völkerschlacht. Die verbündeten Heere Russlands, Preußens, Österreich-Ungarns und Schwedens errangen dabei den entscheidenden Sieg über Napoleon und dessen Alliierte auf deutschem Boden. In den Verbänden der russländischen Armee fochten auch Nationalitäten aus dem Osten, nämlich Baschkiren, Turkmenen, Kasachen, Kirgisen und natürlich auch Krimtataren. Und das interessiert uns hier. Die Bilanz damals: 600.000 beteiligte Soldaten aus über 20 Völkern, 100.000 tot oder verwundet und eine Typhusepidemie in Leipzig, die 10% der Einwohner das Leben kostete. Bereits ein Jahr nach der verheerenden Schlacht hatte der Dichter Ernst Moritz Arndt die Idee zu einem Denkmal, das die Gefallenen ehren sollte. Aber erst nach Geldsammlungen und einer 15-jährigen Bauzeit wurde 1913 das Völkerschlachtdenkmal als martialisches Nationaldenkmal eingeweiht. Es ist 91 Meter hoch und wiegt 300.000 Tonnen. Unser nächstes Ziel ist dagegen viel unscheinbarer, aber für unsere Geschichte nicht weniger bedeutend. Das kleine Tatarengrab in Kleinbeucher, südlich von Leipzig, genau aus derselben Zeit, 1813.
Wir sind jetzt hier angekommen in Kleinbeucha und wollen zum Tatarengrab. Da liegt begraben der Yusuf, Sohn des Mustafa. Und da gehen wir jetzt hin. Wir machen uns jetzt weiter auf der Reise durch Deutschland, auf der Suche nach krimtatarischen Kulturartefakten. Mal sehen, was uns da noch alles erwartet. Es bleibt spannend. Wir sind hier in Kleinbeucha, bei Kleinbeucha, am Tatarengrab des Yusuf, Sohn des Mustafa. Das war ein krimtatarischer Reiteroffizier, der einer der 900 krimtatarischen Reiter war, die an der Völkerschlacht in Leipzig teilgenommen haben. Und viele davon sind eben gestorben. Und der Offizier Yusuf, Sohn des Mustafa, wurde hier mit seinem Pferd begraben. Und seit 1813 wird eben dieses Grab gepflegt von christlichen deutschen Nachbarn hier aus der Umgebung. Und genau deswegen machen wir auch immer wieder gern Projekte mit den regionalen Menschen hier und publizieren in unseren Büchern auch zu diesem Tatarengrab. Besonders war dieses Buch, das hier entstand, Fremde, Nähe, Heimat. Da haben wir viel getan hier in der Gegend, zusammen mit den Vereinen. Zum Beispiel waren da Vertreter aus Litauen, aus Tatarstan, von der Krim, vom Medžlis waren Menschen dabei, aus Polen, aus der Türkei und sogar aus Rumänien, von den Dobrudscher Tataren. Hier wurde gebetet, hier wurde gearbeitet, hier wurde geforscht, eine Konferenz organisiert und aus den umliegenden Städten und Dörfern waren auch Jugendliche dabei, die zum Beispiel eine kleine Druckwerkstatt gemacht haben und dann solche Fliesen hergestellt haben, hier mit Tarak, Tamga. Ja, da sind wir sehr froh, dass es so ein Engagement gibt hier in der Gegend. Aber wie man sieht, gibt es auch Vandalismus und da müssen wir uns dann weiter gemeinsam kümmern, dass wir das wieder herrichten können. Wir denken aber, dass das gelingt, weil die Menschen hier vor Ort lieben es hier. Und wenn sie entspannen wollen, dann sagen sie, wir gehen mal zum Yusuf. Sehr schön. Das Leipziger Völkerschlachtdenkmal, das wir besucht haben, steht nicht konkret dort, wo auch gekämpft wurde. Gekämpft wurde auf einem riesigen Areal bei Leipzig, das viele Quadratkilometer umfasste und auf diesen Schlachtfeldern viele Grabstätten hinterließ.